Sorry, das Video ist jetzt gekommen. Ich war die letzten 3 Tage absolut krank, hatte eine Grippe. Bist du eigentlich gesund jetzt? Wieso wirklich komisch? Nein. So halbe. Ist gut. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin wieder mal da mit meiner guten alten Mom. Hallo. Hallo. Mit dem Ferrari, mit dem großen Ferrari. Und ihr habt das Video mit ihr gewünscht, und zwar, dass sie wieder mal Fragen beantwortet. Und was ist, wenn ich sie nicht beantworten will? Du musst sie beantworten. Muss ich dann etwas Grusiges trinken? Ah nein, du musst sie auch beantworten. Okay. Oder willst du etwas Grusiges trinken? Bier finde ich grusig. Nächstes Mal gibt es Wahrheit oder Bier saufen. Ich will gar nicht so viel labern, sondern wir fangen einfach mit dem Video an. Let's go! Ich fake, es ist so warm, ich muss das Jäckchen abziehen. Du zeigst schon ein bisschen viel Fleisch, so finde ich. Flashback. Vor allem, wenn du irgendwie so etwas hast, so einen tieferen Ausschnitt, also, das finde ich sehr mega schön. Im letzten Video hast du gesagt, du findest tiefen Ausschnitt schön, also Ruhe. Ja, aber das ist ja gar nichts, oder? Wieso zeigen dann viel Fleisch? Wofür schämt sich deine Mom am meisten, was du mal gemacht hast? Also, es ist so, dass die Zielgruppe von der Nati in ihrem Kanal ist natürlich schon eher so die 14 bis höchstens 20-Jährigen, oder? Oder noch ein bisschen älter vielleicht. Ich weiss gar nicht. Schreiben wir uns andere Kommentare. Also ich glaube jetzt nicht, dass es da Leute hat, normalerweise der Generation von mir. Aber ich bin natürlich auch schon mal angehauen worden von einer Kollegin, was da meine Tochter so macht und so. Und es ist speziell. Und ja, ich habe schon gemerkt, ja, ich mich da muss rechtfertigen, habe ich eigentlich nicht so gern. Ich finde, sie macht ihr Ding, ich mache mein Ding. Und wenn wir da eine Schnittmenge suchen wie heute, dann bleiben wir auf einem guten Level. Wo siehst du mich in 30 Jahren? Mega schwierig. In 30 Jahren, lass mich überlegen, bist du 50? gleich alt wie ich. Stimmt, es ist genau 30 Jahre. Oh mein Gott, Ja, stimmt. genau. Das ist lustig. Ich denke, ich hoffe, dass du bis dann weißt, was du willst. Ich denke schon irgendwo beim Fernsehen, Reporterin oder sonst irgendwie so Sendungen zusammenstellen, weil das ist das, was du immer am liebsten gemacht hast, schon in der Schulzeit, eigene Sachen, eigene Projekte. Ich habe gesagt, ich bin im Fernsehen und im Privatleben, ja, wäre halt schön, Parkett. Was heisst das Bar? Das ist mir gleich. Wer hat besser ausgesehen mit 20, also mit meinem Alter? Definitiv du. Schon? Ja, definitiv du. Hey, ich finde, Ja. das nicht schlecht ausgesehen. Wir werden sonst mal da ein paar Bilder einblenden, wie meine Mama ausgesehen hat mit 20 in meinem Alter. Ja, also ich muss sagen, ich habe sehr viel Ähnliches eigentlich wie du. Ich war am gleichen Ort wie die Nathalie. Ich habe auch gerade das Diplom bekommen. Und da auf dem ersten Bild sieht man mich, wie ich da als Abschlussprojekt meinen Traum gestalten konnte. Und er sieht grauenhaft aus, der König. Zum Glück habe ich einen schöneren Mann bekommen als der. Ja! Dann bin ich auch eine Art selbstständig geworden. Ich bin nach Lausanne gegangen, habe dort im Restaurant Manora gearbeitet. Und da sieht man mich am Genfersee sitzen mit richtig schickimicki Kleidern, mit so Handtäschchen, wirklich fast ähnlich wie so eins, wie du hast. Genau, und einen Pony hatte ich auch gehabt. Also sehr viel Ähnlichkeit. Ist Nati schlau, ganz ehrlich? Ja, finde ich schon jetzt so spontan. Also schlau ist für mich nicht einfach eine Form von Intelligenz oder so gute Schulnoten machen, sondern schlau ist jemand, der sich ein bisschen zurecht weiss im Leben. Und ich hoffe, dass du bis dann weißt, was du willst. Manche Sachen machen einfach keinen Sinn. Ich finde, durch das, was du erreicht hast bis jetzt, finde ich schon, du bist recht schlau. Also, ich bin stolz auf dich. Und es ist auch schlau, wie du mich immer wieder um den Finger wickelst. Gibt es etwas, was du ihr nicht erlauben würdest, obwohl sie schon älter als 18 ist? Also ich war sowieso nicht so eine verbüte Mami. Weißt, andere Eltern haben immer ganz klar gesagt, das darfst du nicht und das darfst du nicht und das darfst du nicht. Du redest eher mit einem. Ja. Vor allem, ich habe das Gefühl, zum Beispiel Rauchen, ein Kind wird es vielleicht so oder so ausprobieren, dann macht es lieber mit dir, als hinter dem Rücken. Genau. Wir haben zum Beispiel zusammen eine Stunde geraucht. Ich kann dir zeigen, wie hässlich das ist. Hat Nati Ticks? Wenn ja, welche? Moll, oh mein Gott. Wenn sie telefoniert, sie läuft in der Stube hin und her wie der Eisbär früher im Zoo. Es ist auch schlimm. Es ist auch schlimm. Entweder ich muss gehen oder ich rühre sie auf den Stuhl und sage, jetzt hockst du einfach ab. Hast du schon mal überlegt, sie zur Adoption freigeben? Never ever. Nein, ich muss wirklich dazu sagen, ich hatte eine relativ schwere Zeit hinter mir, wo ich 2 Jahre lang das Gefühl hatte, ich könnte kein Kind haben. Und das war für mich mega schwierig, weil ich
extrem grossen Kinderwunsch gehabt und darum, als ich dich bekommen habe, bist du für mich ein mega, mega grosses Geschenk gewesen. Und ich würde dich nie mehr weggeben. Das Geschenk, das mir bekommt, gibt mir nie mehr weg. Niemals. Ja, das ist mega auch wenn du mal irgendwann ausziehen oder so. Ich lasse dich schon gehen, aber kommst einfach wie ein Bumerang wieder zurück. Jetzt kommt eine spezielle Frage. Bist du ready? Hast du deine Tochter schon mal gehört bei «Wir wissen schon was»? Nein. Okay, gut. Ich habe nämlich jetzt auch Angst gehabt. Nein. Findest du, Nati, ihre Maturnoten hätten besser aussehen? Der Natalie, ihre Maturnoten sind mir völlig egal. Die landet irgendwo in einer Schublade da oben. Wichtig ist, dass du das bestehst. Also musst du dir vorstellen, du bist im Wasser und schwimmst und musst einfach die Nase knapp über Wasser halten, dass du die Insel erreichst. Und das hast du geschafft. Das hat sehr viel Vierer drin, aber das juckt mich überhaupt nicht. Weißt, ich bin auch nicht so eine Leuchte gewesen, gut. Einfach die Hauptsache, du hast deinen Traumjob, du hast deine Abschlüsse, das ist das Wichtigste. Wie hat dir Nati gesagt, dass sie ihre Tage zum ersten Mal bekommen hat? Ich finde es mega spannend, es haben so viele Leute gefragt. Ich glaube, du bist einfach mega spät gewesen, weil alle in deiner Klasse haben es schon gehabt. Du bist eine der Letzten gewesen. Ich war 13 gewesen. Ja, genau. Du bist nicht mehr in der Primarschule gewesen. Aber magst du dich an den Moment erinnern, wo ich zu dir bin, hey Mama, ich habe jetzt meine Tage? Nein. Nein? Auch nicht. Ich weiss das im Fall noch. Ah, ehrlich? Ja. Ich war auf dem WC, ich habe das Licht nicht angestellt. Und ich sehe nur in meiner Hose so einen Fleck. Und ich habe zuerst gemeint, das ist scheiße. Oh, ehrlich? Und ich habe gedacht, ich kann mich nicht verheben. Und dann bin ich zu dir und dann hast du mir gesagt, das ist im Fall Blut. Ja, aber ich habe Weißt du es nicht mehr? Nein, keine Ahnung. Gar nicht mehr? Nein, gar nicht mehr. Ja, das wären alle Fragen gewesen. Danke vielmals fürs Beantworten. Das hast du sehr gut gemacht. Du bist ein tolles Mami. Sehr gern geschehen. Für alle, die ein weiteres Video mit meiner Mami wollen, gebt gerne einen Daumen nach oben. Und vergessen natürlich den Kanal nicht zu abonnieren, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Und ganz wichtig, Glocken aktivieren. Bing bong. dann würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Sonntag wieder. Tschüss! Thumbnail. Okay. Spaghetti.